Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum ersten Video zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Leute, ihr, die länger hier seid, wisst das. Ich habe jetzt nicht so viel mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun oder bin da nicht so im Thema drin. Nichtsdestotrotz werde ich mir natürlich die Fußball-WM anschauen, auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Und in diesem Video wird es darum gehen, dass ich ein bisschen was zur Nominierung sage, meine Meinung einfach mal teile. Da gibt es ja ein paar Diskussionen ringsherum und ich werde das natürlich so ein bisschen aus 'ner Bayern-Sicht sagen, aber auch allgemein. Und natürlich hinweisen, dass es 'n WM-Tippspiel gibt bei Kicktipp. Ihr kennt das, genauso wie es 'n Bundesliga-Tippspiel gibt und Champions-League-Tippspiel. Da auch mal der Hinweis, weil ich immer sehe, dass sich da viele abmelden nach der Saison oder so. Ey, Leute, ihr müsst euch nicht abmelden. Das Tippspiel wird einfach neu gestartet zur kommenden Bundesliga-Saison und zur kommenden Champions-League-Saison. Da müsst ihr euch wieder neu anmelden, das ist Schwachsinn. Ihr könnt einfach Mitglied bleiben. Ähm, Wie gesagt, das gibt es jetzt zur Weltmeisterschaft. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Erster Link, einfach runterscrollen, draufklicken. Ansonsten ist es Red Munich, wartet, Red Munich WM, glaube ich. Lass mich kurz gucken. Boah. Genau, Red Munich-WM, wer bei Kicktipp schon ist. Dort findet ihr das Tippspiel. Auch da gibt es wieder für den ersten Platz 25 € Amazon-Gutschein, zweiter 15, dritter 10. Wie gehabt, wie bei immer bei den Tippspielen, dass ein kleiner Anreiz da ist. Aber am Ende geht es um Ruhm, um Ehre. Ihr kennt das, ne? Aber da sich das viele gewünscht haben, gibt es wieder das Tippspiel. Gut. Fangen wir vielleicht damit an, was ich der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM zutraue. Ich kann ja mal ganz kurz mich vorbereiten und mal die Gruppe aufmachen. Okay, ich habe mir mal die Gegner rausgesucht. Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador. Ja, I don't know. Ich glaube, es kommt ja sogar noch als Tabellendritter kommst du sogar noch weiter unter gewissen Umständen. Ja, also man sollte schon Erster oder Zweiter werden irgendwie. Es ist ja auch eine riesen WM und hast du nicht gesehen. Also die Gruppenphase sollte man aus deutscher Sicht schon überstehen, denke ich. Das sollte schon das Minimalziel sein. Danach, boah, weiß ich nicht. Also ich sage es euch, wie es ist. Ich traue der deutschen Nationalmannschaft jetzt nicht Halbfinale, Finale zu. Geschweige denn den Sieg. Ja, da gibt es für mich andere Nationen, die viel, viel weiter vorne sind, angefangen bei Frankreich, aber auch England sollte man nicht unterschätzen mit dem Tuchel, der ein abgewichster Trainer ist. etc., etc. Ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Mannschaften, die die Nase viel, viel weiter vor uns haben. Dazu kommen immer Mannschaften, die man gar nicht auf dem Schirm hat, aus afrikanischen Ländern oder sonst was, amerikanischen Ländern. Ja, eine WM ist immer bunt gewürfelt, da freue ich mich drauf, ja. Einfach über den Tellerrand drüber zu schauen und nicht nur den europäischen Fußball zu sehen. Deswegen bin ich ein großer Fan davon. Ist natürlich ein bisschen schade, dass die Spiele, ja, zu Uhrzeiten sind, wo ich wahrscheinlich nicht so viel gucken kann, wie es bei einer Europameisterschaft wäre oder bei einer WM in Europa. BBC, die deutschen Spiele werde ich mir angucken. Wenn ich die Zeit habe, werde ich auch ein kurzes Video dazu machen, aber jetzt nicht so im Bayern-Umfang, wo ich eine Benotung mache oder sonst was. Denke ich zumindest aktuell. Vielleicht ändert sich meine Meinung auch noch, das weiß ich nicht. Ähm, Das werden wir sehen, inwieweit der Umfang hier sein wird zu der Weltmeisterschaft. Ja, alles kann, nichts muss, ist da mein Motto. Ja, ganz einfache Kiste. Vielleicht gibt es auch mal spontan, je nachdem, wie die Uhrzeiten sind, so ein Stream dazu oder sowas, wo wir zusammen was gucken. Das weiß ich aber auch noch nicht, weil ich muss natürlich arbeiten und so weiter. Ist natürlich alles nicht so einfach. Gut, ähm, also was traue ich der Nationalmannschaft zu? Boah, ich tue mich da super schwierig. Super, super schwierig, ja. Super schwierig, gutes Wort. Super schwer natürlich. Ähm, Viele Bayern-Spieler, ja. Ich weiß nicht, wie die Startelf aussehen wird. Ich denke, die erste Elf, wir gucken uns gleich mal den Kader an, der Nominierten. Die erste Elf ist schon stark. Du hast den einen oder anderen Spieler dahinter, der mit Sicherheit auch was zeigen kann. Du hast aber auch viele Spieler dabei. Was heißt viele, aber die Alteingesessenen, wo man sich denkt, Alter, warum hast du die da mitgenommen? Ja, angefangen bei dieser ganzen Torwartdiskussion, die für mich eine Katastrophe ist. Und ich glaube, man sieht daran, dass nicht wirklich Julian Nagelsmann das Sagen hat in dieser Mannschaft, sondern eher
Josua Kimmich, Grüße gehen raus. Ja, ich glaube, man hat so ein bisschen dasselbe Problem in der Nationalmannschaft wie beim FC Bayern, wobei beim FC Bayern, ähm also dasselbe Problem, was 'n Nagelsmann beim FC Bayern hatte. Ja, ich denke, 'n Vinny Kompany hat das ganz gut im Griff gekriegt. Also, Vinny hat das gut im Griff gekriegt, die Strukturen aufzubrechen, ähm, und da der Leader zu sein dieser Mannschaft, ja. Wobei es da auch immer noch ein bisschen an dem einen oder anderen Spieler hängt, aber gut. Ja, entschuldigt, dass ich zwischendurch hier mal Pause drücke und ihr denkt, das war ein Schnitt oder so. Das ist es nicht. Ich muss nur zwischendurch mal einen Schluck, warme Milch trinken, weil ich jetzt hier schon das vierte Video aufnehme und meine Stimme so langsam versagt. Gut, zurück zur Nationalmannschaft. Ich denke, wenn Nagelsmann das umsetzen könnte, dürfte, wie er gerne möchte, dann kann das was werden. Ich habe natürlich jetzt nicht so viel Nationalmannschaft verfolgt, die letzten Spiele gar nicht. Ja, interessiert mich halt einfach nicht, wenn ich sehe, was da teilweise für Spieler rumlaufen. Kann ich mich einfach nicht mit identifizieren und ich habe es schon öfter mal erzählt, seit Katar ist mein Verhältnis zur Nationalmannschaft eben ein bisschen wild. Ich freue mich aber auf die WM super, ja, einfach um mir andere Nationen anzugucken, gute Spieler anzugucken, gute Spiele anzugucken. Ob die deutsche Mannschaft dazugehört, zu wo man sagt: „Ey, geil, ich habe ein gutes Fußballspiel gesehen“, ist möglich unter Nagelsmann, aber nicht zwingend. Ja, das ist das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, viel wird davon abhängen, wie die Startelf aussehen wird, glaube ich. Und ja, bevor ich da ein bisschen weiter reingehe, was ich so denke, gucken wir uns vielleicht erstmal den Kader an. Ich glaube, das ist vielleicht erstmal das Interessanteste. Gut, Torhüter. Torhüter, sehr schwierig, wenn wir ehrlich sind. Halte ich für ein fatales Zeichen, halte ich für eine absolute Vollkatastrophe. Entweder hättest du Oliver Baumann, Alexander Nübel ganz absägen müssen, ja, und hättest gesagt: „Ja, komm, Manuel Neuer ist wieder da, ich nehme gleich 'n Urbich mit.“ Ähm, weil man weiß, dass ein Urbich du kannst ihn reinwerfen, du kannst ihn auch im Halbfinale reinwerfen gegen Argentinien zum Beispiel. So, das spielt für den keine Rolle. Das hat er diese Saison beim FC Bayern gezeigt. Ob das ein Oliver Baumann kann, ob das ein Alexander Nübel kann, die durchgehend Stammspieler in ihren Vereinen sind, weiß ich nicht, ja. Generell die Kombo Alexander Nübel, Manuel Neuer wird sehr schwierig sein, weil genau deswegen ist ein Alexander Nübel kein Torwart beim FC Bayern, sondern wurde über Jahre verliehen. Weiß ich nicht, ob man sich damit 'n Gefallen tut, so 'n Fass aufzumachen bei hoffentlich 4, 5 Wochen, die man aufeinander hängt, wenn man weit kommen sollte. Schwierig. Dasselbe 'n Oliver Baumann da zu behalten, der die Mannschaft dahin gebracht hat als Torwart. Ihm jetzt zu sagen: „Ich setze dir Manuel Neuer vor die Füße“, weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Ich habe mir die PK jetzt nicht angeguckt. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass 'n Manuel Neuer den Oliver Kahn macht und sagt: „Ich fahre zur WM als 3. Torwart oder 2. Torwart.“ Ey, ich meine, Manuel Neuer hat sich 'n bisschen weiterentwickelt so, ja. Er ist nicht mehr so dieser fordernde Spieler, hat man ja auch bei Obich gesehen, ja. Vielleicht ist das die Absprache, das weiß ich nicht. Wenn, dann ist es natürlich 'n No-Brainer, dass man sagt: „Ich nehme Manuel Neuer mit 'nem super erfahrenen Mann dahinter und Oliver Baumann ist meine Nummer 1.“ So, dann ist alles fein, ja. Ist das aber nicht der Fall und man sagt, Manuel Neuer ist meine Nummer 1 und Oliver Baumann spielt dann nur, wenn Manuel Neuer wieder 'n Wehwehchen hat, was er ja grade eh noch hat. Völlig unlogisch, völlige Katastrophe, dann hättest du besser 'n Obich mitnehmen können, ne, der perfekte Ersatztorwart wäre. Punkt. Aber gut, das ist meine Meinung zur Torhütersituation, ja. Ist 'ne absolute Farce und ich finde es, 'ne Frechheit, jetzt 'n Manuel Neuer da reinzudrücken. Ja, Manuel Neuer hat 'ne ordentliche Rückrunde gespielt, das gehört auch zur Wahrheit. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit 'n Oliver Baumann 'ne gute Rückrunde gespielt hat oder 'n Alexander Nübel, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ähm, aber ich finde es schwierig, dass man dann sagt, ich muss unbedingt 'n Torwart zurückholen, der schon zurückgetreten ist, weil das heißt ja im Umkehrschluss, 'n Oliver Baumann und 'n Alexander Nübel sind für mich nicht gut genug, die Nummer 1 bei einer WM zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich nicht, warum sie überhaupt dabei sind. Noch mal, dann hättest du auch 'n Obich mitnehmen können.
und noch irgendeinen dritten Torwart. Ja. Also dann hättest du sie ganz rauskicken müssen. Ich verstehe es nicht. Aber nur meine Meinung. Gut, Verteidigung. Ich weiß nicht, warum Josua Kimmich hier in der Verteidigung steht. Alter, was ist das? Ich bin auf Kicker-Seite übrigens. Kicker.de setzt Josua Kimmich in die Verteidigung, Alter. Selbst wenn du einen Josua Kimmich als Rechtsverteidiger aufbietest, ist er kein Verteidiger, Alter. Ja, das ist wild. Aber gut. Er wird ja sehr wahrscheinlich Rechtsverteidiger sein, deswegen wird er hier stehen. Jonathan Tah, der unangefochtene Abwehrchef, mit Kimmich als Rechtsverteidiger, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wäre auch eine schöne Geschichte für den FC Bayern nächste Saison. Anthony Rüdiger hat bei mir nichts in dieser Nationalmannschaft zu suchen. Sorry, sportlich, maybe, vielleicht, menschlich hat er nichts in dieser Mannschaft zu suchen. Gar nichts. Ja, ich weiß auch da, Josua Kimmich ist großer Anthony Rüdiger-Fan, deswegen ist er wahrscheinlich auch in dieser Mannschaft drin. Hat für mich nichts auf dem Platz zu suchen. Ich hoffe, ich muss ihn nicht sehen. Sage ich euch, wie es ist. Ich kann den nicht sehen. Der ist für mich so ein unsportlicher Mensch und so ein katastrophaler Charakter, dass der nichts zu suchen hat in einer deutschen Nationalmannschaft. Nico Schlotterbeck kann ich absolut nicht leiden, den Spieler. Sportlich, aber mit Sicherheit. Ja, in Konkurrenz vielleicht mit Waldemar Anton. Ich weiß nicht, inwieweit der eine gute Saison gespielt hat. Halte ich für einen sehr, sehr guten Spieler. Schlotterbeck ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ja. Und ich denke, ein sehr, sehr guter Part zu Jonathan Tah, weil ich glaube, Nico Schlotterbeck der stärkere Aufbauspieler ist und der stärkere Spieler, der nach vorne hin viel machen kann. Ja. Und Jonathan Tah, der ihm mehr den Rücken frei hält. Aber auch da brauchst du dann einen guten Sechser, der sich dann in den Momenten auch fallen lässt. Ja, ähnlich wie es beim FC Bayern sein müsste und nicht ist. Bin ich sehr gespannt, ja. Ich weiß nicht, ich denke, es wird wahrscheinlich Anthony Rüdiger und Jonathan Tah sein, das Innenverteidiger-Pärchen. I don't know. Linksverteidiger, ja, David Raum wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke, da ist jetzt auch nicht so die große Alternative. Ich denke, er ist ein guter Außenverteidiger, ja. Ich denke, er hat auch nochmal einen Stepper gemacht, so von der Führungsqualität her. Wäre mit Sicherheit auch ein Spieler für den FC Bayern gewesen, denke ich. Wenn man ehrlich ist, ja. Gut, Conny Leimer ist in die Rolle reingewachsen. Vielleicht ein bisschen ähnlicher Spielertyp, vielleicht nicht ganz so. Aber ist ein Spieler, den ich mag, den ich mir angucken kann. Wie gesagt, Schlotterbeck, denke ich, als Fußballer ist er der Richtige. Vom Typ her tue ich mich schwer mit ihm. Das ist aber einfach nur eine persönliche Sache. Nathaniel Brown kann ich gar nichts zu sagen. Malik Tiaf kann ich gar nichts zu sagen. Sagt mir nichts. Ja. Bin ich völlig raus. Ja, ich denke Frankfurt oder was, wenn ich das Trikot sehe. Mehr weiß ich nicht. Ja. Ich bin nicht drin im Thema Nationalmannschaft. Ich sage ja so, die erste Reihe ist ordentlich, denke ich. Wenn wir jetzt davon ausgehen, Kimmich, Raum, Außenverteidigung, Innenverteidigung, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck. Da hast du auch in der zweiten Reihe mit dem Waldemar Anton, Anthony Rüdiger, hast du noch zwei Innenverteidiger, die mit dir ordentlich sind. Ich denke mal, der Rest wird Außenverteidiger-Alternativen sein. Ich glaube, ja, müsste schon einer mich überraschen. Mir sagen sie nichts. Mittelfeld. Ja, Mittelfeld ist natürlich auch eine wilde Geschichte. Was der hier sucht, weiß ich nicht. Leroy Sané, ich meine, wer in der türkischen Liga 3 Torbeteiligungen in der ganzen Rückrunde hat, wo ist dann ein Tom Bischof hier? Wo ist er? Und was sucht er in dieser Mannschaft? Sorry, es gibt keinen Grund, Alter. Ja, außer dass man, ja, aber er ist der beste Freund von Jamal Musiala und er sorgt für gute Stimmung. Ja, genau. Das ist, was Leroy Sané ausstrahlt. I don't know. Gehen wir es kurz durch. Über was reden wir, wenn Florian Wirtz da oben ist und nicht hier unten? Ach, Florian Wirtz, Jamal Musiala. Weiß ich nicht. Musiala hat gerade auch nicht die Form, um in der Startelf zu stehen, bin ich ganz ehrlich.
Bedeutet, ich weiß auch nicht, wie Nagelsmann genau spielt. Spielt er eher 4-4-2, 4-5-1? I don't know, ja. Für mich gehört 'n Wirtz in die Startelf. Auch da weiß ich nicht, wie seine Form ist. 'N Pavlo, wenn wir schon bei den Deutschen sind. Leon Goretzka schwierig, je nach ähnlich wie beim FC Bayern, je nach Spielanlage und nach Gegnertyp. Natürlich, Leon Goretzka 'n Faktor, ja. Ähm, Lennart Kahl wird sehr wahrscheinlich 'ne Einwechselrolle haben, denke ich. Wobei er vielleicht sogar zu mehr berufen sein wird. Das wird die WM zeigen. Angelo Stiller könnte ich mir schon vorstellen mit Pavlo zusammen, wenn man mit 'ner Doppel-6 agieren möchte. Ich weiß nicht, inwieweit man da aber auch auf einen Mecher setzt oder Pascal Groß, keine Ahnung. Pascal Groß, boah, auch schwierig, Alter, kann ich auch gar nicht einschätzen, diesen Spieler. Jamie Leveling, ja, I don't know, bin ich gespannt, was wir davon sehen werden, genau wie von Amiri. Also, ich denke, Pavlo sollte schon in der Startelf stehen in der Zentrale. Der Nebenmann bin ich gespannt, da gibt's einige Möglichkeiten. Auf den Außen kommt drauf an, ob man mit Außenbahnspielern unbedingt agieren möchte oder nicht. Bin ich gespannt. Ist für mich 'n Wirtz nicht, ist für mich 'n Musiala nicht, die sehe ich eher in der Zentrale. Lieber Sané, sorry, hat für mich nicht die Qualität. Sage ich euch, wie es ist, Alter. Wie gesagt, wer sich in der Türkei nicht durchsetzen kann. Vielleicht belehrt er uns eines Besseren bei der WM, I don't know. Ja, Leveling, ja. Hat natürlich 'ne gewisse Qualität. Ob die Qualität ausreicht, I don't know. Dasselbe gilt für Amiri, dasselbe gilt für Lennart Kahl, der natürlich auch immer noch 'ne gewisse Wundertüte ist. We will see. Stürmer gibt's für mich eigentlich nur einen, das ist Dennis Undav. Kai Havertz ist für mich kein richtiger Stürmer. Nick Woldemade ist für mich kein richtiger Stürmer. Maximilian Bayer kann ich nicht wirklich einschätzen. Dennis Undav wird sehr wahrscheinlich nicht erste Wahl sein, was ich so mitgekriegt habe unter Nagelsmann. Ist aber für mich der deutsche Stürmer eigentlich. Nick Woldemade bin ich gespannt drauf, hat ja bisher immer geliefert in der Nationalmannschaft. Mal schauen, ja. Kai Havertz hat natürlich 'n gewissen Stellenwert in England. Konnte ich noch nie leiden, den Spieler. Ich bin auch super glücklich gewesen, dass er nicht zum FC Bayern gegangen ist. Der FC Bayern hat sich ja lange mit ihm mal beschäftigt. Kann 'n Faktor sein, natürlich. Ich weiß nicht, wie Nagelsmann spielt. Wahrscheinlich ohne echte Spitze oder was? I don't know. Wie gesagt, ich kann nicht viel zur Nationalmannschaft sagen. Wenn ich mir den gesamten Kader jetzt so anschaue hier ja, dann bin ich ehrlich, dann kann ich sagen: „Ja, Vorrunde sollte man schaffen. Elfenbeinküste kann 'n schwerer Gegner werden. Ecuador kann auch weiß nicht, wie gut wir gegen defensive Mannschaften agieren, schwierig werden. Danach wird's schwierig. Ja. Also, wenn 'n Gegner von Format kommt, kann's schwierig werden. Sage ich euch, wie's ist. Allein, dass man sich diese Neuer-Baustelle aufgemacht hat. Ich meine, Manuel Neuer ist verletzt. Vielleicht macht er ein WM-Spiel, ist verletzt. Vielleicht macht er 1,5 WM-Spiele. Vielleicht hat er, weil er angeschlagen spielt, macht er so Klopper wie gegen Real Madrid, sonst was. Ich weiß nicht, ob das gut war, sich diese Baustelle aufzumachen, in den Kader zu holen. I don't know. Ich bin sehr auf die Startaufstellung gespannt, auf die Stammformation, ja. Ich denke, 'ne eingeschworene Stammformation, wenn man sich die erste Elf anschaut kann schon was reißen, ja. Dass mit diesen ganzen Baustellen, die man sich da aufgemacht hat, so der richtige Teamfaktor aufkommt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil Nagelsmann das beim FC Bayern schon nicht hinbekommen hat, ja, wo er tagtäglich die Chance dazu hatte. Hat sich ganz, ganz viele Baustellen in der Nationalmannschaft selber aufgemacht und boah, I don't know. Ich bin sehr gespannt, ja. Natürlich, so auf'm Papier ist es natürlich schon 'ne gewisse Qualität, aber es würde mich wirklich überraschen, wenn die deutsche Mannschaft sehr weit kommen würde, ja. Ich glaube, der erste Gegner von Format, der wirklich 'ne Mannschaft ist, dann ist Endstation für Deutschland, ja. Vielleicht ist schon vorher Endstation gegen irgend 'ne Mannschaft, die 'ne Mannschaft ist.
Ja, ich glaube, das wird ein Riesenproblem sein für Deutschland. Ja, da sind zu viele Baustellen und das ist nicht wirklich ein Team, meiner Meinung nach. Aber, ey, ich habe nicht die große Ahnung von der Nationalmannschaft, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Wenn ich schönen Fußball sehe von Deutschland, bin ich auch gerne bereit, das zu würdigen und freue mich drauf. Ich bin jetzt keiner, der sich hinstellt, habe ich heute im Discord hier teilweise gelesen, ich gönne den Deutschen, dass sie eine Vorrunde ausscheiden und so Mist, Alter. So kann ich nicht nachvollziehen, ne? So konnte ich bei Katar nachvollziehen, weil man sich da verhalten hat wie eine Pussy. Ähm, Jetzt würde ich sagen, ich wünsche der deutschen Nationalmannschaft alles, was geht, Alter, ja. Ja, ich bin auch nicht einverstanden, so 'n Anton Rüdiger hat für mich in der Nationalmannschaft nichts zu suchen. Über die eine oder andere Entscheidung oder die eine oder andere mehrere Entscheidungen kann man mit Sicherheit diskutieren, die Nagelsmann da getroffen hat, keine Frage. Aber am Ende des Tages ist die deutsche Nationalmannschaft, ich wünsche ihr von Herzen, dass sie so weit kommt, wie es geht, Alter. Und wenn ich guten Fußball sehe, der mich mitreißt, dann fieber ich auch mit der deutschen Nationalmannschaft. Auch wenn da Spieler auf dem Feld stehen, die ich vielleicht nicht leiden kann, so, ja. Ähm, Das finde ich schon ein bisschen schwierig. Ähm, Weiß ich nicht, warum man so sich äußert. I don't know. Aber das muss auch jeder für sich selber wissen. Wie gesagt, ich gönne der deutschen Nationalmannschaft von Herzen alles Gute. Es würde mich sehr überraschen, wenn sie weit kommen würde, aber ja, freue mich natürlich. Habe auch ganz vergessen, Spanien vorhin aufzuzählen, war bei den Top-Nationen. Ja, also ich freue mich auf wirklich. Also, wir haben nicht die Qualität, Alter. Wir haben nicht die Qualität von Spanien, Frankreich, selbst England. Die Qualität haben wir einfach nicht in diesem Kader, Alter. Guckt euch den Kader an, ja. Und da sind wir jetzt nur bei den Top, 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 Top-Nationen. Ja, da haben wir noch nicht mal irgendwelche Nationen aus Amerika mit Brasilien, Argentinien, etc., aus Afrika und so weiter, ja, wo man gar nicht so im Thema ist. Also, es würde mich sehr überraschen, wenn die deutsche Nationalmannschaft da eine ernsthafte Rolle bei dieser WM spielt. Aber ich gönne es ihr von Herzen. So, ja. Also, let's go, Leute. Habt Spaß bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wenn ihr die Spiele gucken könnt zu den geisteskranken Uhrzeiten. Und wer Bock hat, macht beim Tippspiel mit. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.